Krotte von Osaka und die von Kyoto. In Kyoto hat einmal eine Krotte gelebt, wo sehr reich und gelehrt war. Einmal hat sie von Naniwa, das ist der altjapanische Name von der Stadt Osaka, und den dortigen Kunstschätzen gehört reden. Und sie hat den Wunsch bekommen, damals zu sehen. An einem schönen Frühlingstag hat sie sich auf die Reise gemacht. Die hat sie aber zu Fuss unternommen, weil man bei einer Fussreise mehr sehen und erfahren kann. So ist sie dann von Kyoto aus am Weg entlang gewandert, der auf Osaka führt, und ist über Miyojin und Yamazaki bei Hishikaido gekommen, wo der berühmte Berg Tenno ist, über den der Weg führt. Weil der Tenno-Yama in der Mitte von Kyoto und Osaka liegt, hat die Krotte, wo sie mit Mühe und Not auf die Berghöhe aufgeklettert war, beschlossen, eine Rastpause zu machen. Jetzt hat aber auch in Osaka eine Krotte gelebt, wo zur gleichen Zeit den Wunsch hatte, Kyoto zu sehen. Auch die hat sich auf den Weg gemacht und ist nach viel Mühe über Tokatsuki ebenfalls auf dem Gipfel vom Tenno-Yama angekommen, wo sie mit ihrer Kollegin aus Osaka zusammengetroffen ist. Beide Krotten haben sich begrüßt, wie es bei so hohen Herrschaften üblich ist, mit vielen Verbeugungen, und haben ihre Reise besprochen. Schliesslich haben sie gesagt, wir haben hier die erste Hälfte der Reise hinter uns und die andere Hälfte noch vor uns. Aber unsere Beine und Hüfte tun weh und drücken uns ab. Weil wir von hier Osaka und Kyoto sehen können, stellen wir uns einfach auf unsere 50 und betrachten jeden Ort, wo wir hergehen wollen. Auf diese Art vermeiden wir weitere Anstrengungen und Schmerzen. Und da haben sie gemacht. Die Krotte von Kyoto hat den Kopf auf Osaka gedreht, die von Osaka auf Kyoto. Dann haben sie sich auf die Hundefüße aufgerichtet und haben aufmerksam die betreffende Stadt betrachtet. Weil aber die Krotten ihre Augen oben auf dem Kopf haben, und daran haben die zwei nicht gedacht, haben sie, wenn sie sich aufgerichtet haben, immer händisch geschaut. Und so ist es gekommen, dass die Krotte von Osaka nicht Kyoto, sondern Osaka angeschaut hat. Und die andere hat ebenfalls nicht Osaka, sondern Kyoto gesehen. Jede hat also die Stadt gesehen, von wo sie hergekommen ist. Wo sie genug geschaut haben, hat die Krotte von Kyoto gesagt, ich habe gehört, dass Osaka eine berühmte Kunststadt sein soll, aber ich sehe, sie ist gar nicht anders als Kyoto. Dann ist es besser, wenn ich sofort hingehe. Auch die Krotte von Osaka hat gesagt, indem sie eine verächtliche Grimasse geschnitten hat, und ich habe gehört, dass die Hauptstadt die schönste Stadt vom Land sei und einer Blume gleiche. Jetzt sehe ich aber, dass sie vollständig Osaka gleicht. Dann kehre ich auch um und gehe heim. Sie haben sich gegenseitig zum Abschied begrüßt und jede ist in ihre Heimatstadt zurückgegangen. Wir können an diesem Beispiel lernen, dass oft ein falsches Urteil gefällt wird, weil man seine Augen nicht richtig braucht und nicht weiss, wo man sie hat. Darum geht es auch vielen Menschen so, wie diesen zwei Krotten.